Auf dieser Welt lassen wir alle Spuren. Nicht bloß beim Gehen, sondern auch an unserer Redensform, an uns Handeln, lassen wir irgendwo Spuren für andere Menschen. Was sind die Spuren an deinem Leben, was du hinterlassen hast? Albert Schweitzer sagt, die einzige wichtige Spuren an diesem Leben sind die Spuren, die wir in Leben tun. Die Spuren, die du in Leben gibst an andere, das sind die einzig wichtigsten. Was sind die wichtigen Spuren, die du hinterlassen hast? Wenn das eins im Leben zu Ende geht, was wollen die Menschen an die Erinnerung haben? Wollen die erinnert wie Menschen, die leben das? Oder wollen die denken, okay, das ist ein Mensch, der hat viel Geld, oder die wir immer angenährt, oder das ist ein guter Mensch, oder die leben lassen haben. Was sind die Spuren, die du in euch hinterlassen? Die, die wirklich wichtig sind die Spuren von Leben. Das ist jetzt nicht, was da so erscheint. Aber wie kann ich Menschen leben, die nicht von mir wollen? Die Leben ist nicht, dass ich die leben und dann will ich sagen, was ich trinke, sondern auch Menschen, die eins, wenn sie reagieren, als ich mich nicht feststelle. Ganz besonders kompliziert wird dort, wenn dort eine Familie nicht so ist, in der Ehe. Die Nächsten zu leben, wenn die auch nicht kreuzen, trägt Antwort. Ich will die das sagen, aber stimme das sagen. Ich will die das geben, aber stimme das geben. Und wenn das nicht funktioniert, dann sind die Spuren, die ich lebe. Wir haben sehr leicht gesagt, das ist Interesse, das ist andere Sachen. Wir sind bewegt von 4 verschiedenen Kräften. Von Liebe, von Glaube, Interesse oder Angst. Das sind was Menschen bewegen. Einige Menschen sind Angst bewegt, die rennen immer Angst. Angst, wo ich bete, Angst, wo ich die Kirche, Angst, wo ich mich befreie, Angst, wo ich nicht das schreibe, Angst, wo ich nicht das schreibe, Angst die Sache. So, die Bibel sagt dann in 1. Korinther, Kapitel 16, Vers 14, sagt, alles, was ihr tun, soll ihr in Leben tun. Alles, was ihr tun, soll ihr in Leben tun. Alles? Sagt alles. Dann kannst du das Leben ein bisschen komplizierter. Wenn es eine leichte Sache geduld. So, Gott hat wie zum Beispiel am Sonntag für die Kirche oder irgendwann beim Beten oder sowas, so eine ein bisschen schätzen und noch. In so einem Moment, so, nu kann ich für mich mit voller Energie leben. Ja, klar, wenn ich für mich mit voller Energie, aber ich lebe zu Gott und zum Nächsten. Die Sache, was ich tue, ich voller Leben zu Gott und zum Nächsten. Das ist mehr. Die Bibel sagt sogar im Partnerleib, wo das verschiedene Orte Leib gibt, im Griechischen, also den Eros, der sexuelle Leib, dann Philos, der nächsten Leib als Bräuder, dann Agape. Da redet eine Ehe von dem Agape, dass die Leib, so Gott mir die Leib gibt, so soll ich wiedergeben. Also andere Menschen leben nicht, wenn es dem sympathisch sind, sondern andere Menschen einfach leben, wenn es Gott dazu sagt. Und dann wird das irgendwann so kompliziert für uns Menschen, das geht jedoch nicht. Es wird so kompliziert, dass ich irgendwann mal was anstelle, wie mit Kabel und Bube. Lieber Gott, ich brauche nicht mehr viel Leib, wenn hier ist eine Person, die wird so kompliziert, hier brauche ich ein bisschen Leib. Nicht mehr ein bisschen, sondern viel. Wenn sind die Spuren, die du hinterlässt, wenn dein Leben zu eng ist, sind die Spuren hinterlassen. Ich kenne den Menschen hier sagen, in ganz besonders der Familie, dass wir Menschen, der auf die Spuren hinterlassen in Leib, und ich möchte auch so wieder leben als dir. Ich möchte so reich sein als dir. Ich möchte so reden können als dir. Ich möchte so als Jan kennen. Und dann kann man sagen, ich möchte so leben als der Mensch. Modelle auf dieser Welt, die alles geben in Leben. Ich will die Sachen in Leben tun. Und dann muss ich sagen, du hast noch sehr viel zu lernen. Für mich und für dich, was kannst du lernen im Leben? Lerne den Nächsten so zu leben, dass der Nächste kann sagen, das geht schein. Aber Leben bedeutet den Nächsten so behandeln, dass er kann dahin kommen, wo Gott dem haben will. Es ist für dich ein Lebensziel, einfach so zu leben, dass du eine Oase an deine Seele, an den Nächsten seine Seele ist. Eine Oase ist eine Wüste, in der steht Wutter ist, und die Tiere und Menschen, jeder dahin kommen. So ist der Leib auch, was Menschen antreibt. So lassen wir Spuren von Leib für unsere Welt hier.